Servus meine Hand, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es wieder ein Zwillenvideo. Eigentlich eher ein Munitionsvideo. So, und zwar, ich schieße ja mit vielen Sachen. Ich habe tausende Sachen schon ausprobiert. Ich schieße mit Coca-Cola und Kaviar, wisst ihr. Ohne Ende Zeug. Stahlkugeln, Tonkugeln, bunte Tonkugeln, kleine Tonkugeln, große Tonkugeln, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm glaube ich gibt es gar nicht. Macht auch nicht viel Sinn. Und da wollte ich euch jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe ja schon mal ein Tonkugelvideo gemacht. Stahlkugeln, klar, super präzise. Gibt es auch riesige Unterschiede, aber das hat jetzt mit diesem Video relativ wenig zu tun. Dann machen wir vielleicht mal ein extra Video. Ich bin ein Tonkugel-Fan. Das Schöne an den Tonkugeln ist, wenn die auftreffen, dann sind die halt hin und lösen sich quasi in nichts auf. Das ist praktisch das umweltschonendste, was es so gibt. Ich hoffe, man versteht es noch gescheit, weil es kommt gerade wieder ein brutaler Wind auf. Ich weiß nicht, was im Moment mit dem Wetter los ist. Aber muss ich euch nicht erzählen, ich will auch nicht rumjammern, sondern zurück zu den Fakten. Also, Stahlkugeln 8 mm ist extrem präzise. Tonkugeln zwischen 6 und 8 mm ist so mein Lieblingszeug. Für Präzision sind die gar nicht mal schlecht. Was ich mag beim Schießen, das ist, also natürlich nicht, wenn ich da sitze und dann gemütlich hier irgendwie ein paar Schüsse mache, aber ich nehme die Tonkugeln immer und stecke mir dann so 2, 3 in den Mund, also hier zwischen die Lippen, so. Und nehme eine in die Hand und dann habe ich halt einfach so, wenn ich was üben will oder wenn ich versuchen will, was zu treffen, Entschuldigung, dass man jetzt mich ein bisschen schlechter versteht, so. Dann nehme ich die quasi so, schieße auf die Scheibe, zack. Kann dann die nächste gleich nehmen, kann die einlegen und muss nicht in dieser blöden Büchse da rumwühlen oder muss die aufmachen oder sonst irgendwas. Ein riesen Vorteil von der Coca-Cola-Dose, so eine alte Schubcremedose, da drückt man hier drauf. Das heißt, die kann man praktisch mit einer Hand bedienen, kann man die auf und zu machen, indem man hierher drückt, dann ist die offen. Das mal am Rand, das finde ich super praktisch. Also, nehme die in den Mund, dann muss ich mir die nächste Kugel nicht raussuchen. Und dann schieße ich aber mit der. Zack, wieder auf meine Scheibe da hinten. Ihr kennt es ja. Muss ich euch ja nicht zeigen. 21 Meter ist so meine Lieblingsdistanz. So, das ist jetzt nur ein Punkt, warum ich jetzt gleich auf meine Lieblingskugeln komme. Ich bin wieder voll im Schießen drin. So, das hier habe ich entdeckt. Also das heißt, habe ich entdeckt. Diese Kugeln hier von HitX. Ich habe mir jetzt hier gleich das größte Packel bestellt. Das sind 3000 Stück. 3000 Stück, die halten, wenn ich so richtig motiviert bin, bei mir nicht besonders lange. Das heißt, so ein kleines Päckchen, wenn ich habe, das sind glaube ich 100 oder 200 Kugeln drinnen, das ist mal schnell rausgeballert. Darum hole ich mir immer gleich die großen, das ist dann natürlich kostenmäßig auch wesentlich günstiger. Das Schöne an diesen Kugeln ist, zeige ich das noch in Nahe dann, die haben so eine Beschichtung, so wie diese kleinen Schokoeier, kennst du es ja, schmilzen im Mund und nicht in der Hand. Deswegen mag ich die so gerne, weil die klebst du dir zwischen die Lippen, die hast du in der Hand. Und selbst wenn die ein bisschen feucht werden, dann zerfallen die nicht gleich. Die hier, die sind unbeschichtet und dann gibt es hier noch die ganz naturbelassenen, das sind diese hier. Die sind zwar auch außen gepresst, aber die, wenn ein bisschen feucht werden, dann sind die sofort aufgelöst. Und diese beschichteten, die halten dann so ein bisschen länger, vor allem in der Hand oder in der Hosentasche oder auch in dem Rucksack, wenn der so ein bisschen feuchtelt. Da sind diese Dinger hier einfach genial. Ich lasse sie jetzt einfach mal hier vorne stehen, damit ihr die auch seht. HitX, ich verlinke euch die auch unten. Das ist für mich eine richtig coole Munition. Die dürft ihr natürlich, wenn ihr Kinder habt, nicht rumliegen lassen, weil nicht, dass die dann meinen, das ist irgendwie eine Süßigkeit, die man essen kann. Vor allem, wenn es der Papa immer in den Mund steckt zum Schießen. Ich schieße ja hauptsächlich auf meinem eigenen Grundstück oder Grundstücken oder Feldern oder Wäldern. Und da möchte ich natürlich nicht, dass Stahlkugeln rumliegen.
Auch wenn jetzt einer sagt, ja, ich sammle die ja immer ein, ihr sammelt die niemals immer alle ein. Und das ist halt Blödsinn. Bei den Stahlkugeln ist es so, wenn es eine richtig gescheite Stahlkugel ist, also eine wirkliche Kugellagerkugel, dann ist es wahrscheinlich nicht tödlich, wenn die Viecher das fressen. Aber es gibt dann auch noch so aus Schrott gepresste Kugeln, das seht ihr dann. Die haben dann so eine Maserung. Ich weiß nicht, ob ich das euch nachher in groß zeigen kann. Die hat dann so Furchen drinnen und die, wenn zum Rosten anfangen, dann werden die spröde. Und wenn jetzt irgendein Viech die versehentlich frisst, euer Pferd, eure Kuh, euer Hund, wer auch immer da im Gras rumfrisst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass der dadurch wahrscheinlich auch verreckt. Ja, und wenn sie die selber verschluckt, ist es wahrscheinlich ähnlich. So, drum Tonkugeln. Maximal Kugellager Stahlkugeln und nicht irgend so ein Schrott, weil wenn der zum Rosten anfängt, tötet ihr damit eventuell das ein oder andere Tier. Schauen wir mal, ob ich euch das mit den Stahlkugeln nahe bringen kann und ob da der Fokus genug ist. Das sind die Kugeln, die ich meine, die ihr nicht hernehmen sollt. Das sind so Kugeln, das sind keine Kugellagerkugeln, sondern die sind gepresst. Man sieht es hier ganz schön. Einmal da reingelangt und schon wieder dreckige Finger. Da. Die sind so zusammengepresst aus Schrott. Und wenn die zum Gammeln anfangen, dann werden die extrem spröde und sind nicht wirklich gut für die Tiere, wenn die fressen. Wahrscheinlich nicht nur nicht gut, sondern ich denke mal tödlich. Also Kugellagerkugeln nehmen und nicht gepresste Schrottkugeln. Nächster Vorteil von Tonkugeln. Die markieren den Treffer ziemlich schön. Dadurch, dass sie zerplatzen, hinterlassen die so einen richtig schönen Fleck auf der Scheibe. Das heißt, ihr könnt mit der Tonkugel auf feste Gegenstände schießen und die Kugeln kommen nicht zurück. Nächster Vorteil von Tonkugeln. Ja. Die Kugel kommt nicht zurück. Die zerplatzt. Bei der Stahlkugel, selbst wenn es auf 21 Meter schießt und ihr habt ein bisschen stärkeren Gummi, hier habe ich einen relativ schönen 1 mm Gummi, den gibt es im Moment auch bei Hit-X. Der hat für 1 mm brutalst viel Power. Also da ist richtig Kraft in diesem Gummi. Deswegen mag ich den auch ziemlich gerne. Kannst du mal schauen. Wenn es noch gibt, verlinke ich ihn euch. Dieser rote Gummi, der hat eine ziemlich große Pouch. Das müssen wir halt mögen. Aber ist an sich ein richtig kräftiger, guter Gummi. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo wollte ich hin? Jetzt zu diesen schönen Kugeln hier. Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht sieht. Die haben halt so eine richtig schöne, glänzende, glatte Oberfläche. Jetzt zeige ich die mal in der Packung, vielleicht sieht man es da besser. Hier, da schaut euch das mal an, was die für wie eine lackierte Oberfläche haben. Und dadurch sind die halt gegen Feuchtigkeit geschützt. Und jetzt gerade zu meinen Lieblingskugeln erhoben worden. Vielleicht noch ein bisschen was zur Präzision von Tonkugeln. Also die meisten von euch, die schießen ja wahrscheinlich auf 10 Meter oder so. Ich merke unter 10, 15 Meter vom Zielen und vom Anvisieren und vom Ankerpunkt keinen großen Unterschied zwischen Stahl und Ton. Wenn ihr natürlich auf über 25 Meter schießt, und das werden die wenigsten machen, dann würde ich auch auf Stahl zurückgreifen, weil dann ist eine Tonkugel einfach viel zu leicht. Da ist es aber so, auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr auf ein hartes Ziel schießt und dieses Ziel ist unter 20 Meter, vielleicht sogar unter 25 Meter, wenn ihr mit so einem starken Gummi wie dem hier schießt und ihr trefft es exakt, dann kommt die Kugel auch exakt zu euch zurück. Und die hat noch so viel Power, dass sie euch wirklich wehtun kann. Das ist ein anderer Grund, warum ich auch nicht so wahnsinnig begeistert von Stahlkugeln bin, weil diese Kugeln nicht nur im Ziel zum Einsammeln sind, sondern überall, weil die wirklich abprallen, ganz extrem. Und wenn ihr auf so Soft Targets schießt, das macht mir irgendwie keinen richtigen Spaß. Ich möchte schon irgendwas haben, was entweder kaputt geht, was richtig scheppert, wo einfach richtig was passiert. Und deswegen schieße ich auf größere Entfernungen ab 25 Meter Stahl und unter 25 Meter ist es eigentlich meiner Meinung nach für jeden ein totaler Quatsch, wenn er da Stahlkugeln verwendet. Wie gesagt, wenn sie auf 5, 6, 10, 15 Meter schießt,
ist der Unterschied so gering, dass es für jeden, der da anfängt, keinen Unterschied machen wird. Da nochmal der Aufruf an alle, wenn ihr wirklich mit Stahl schießen müsst, dann sammelt bitte akribisch eure Kugeln ein, weil ihr sonst tatsächlich irgendwelche Viecher verletzt. Ja, auch wenn die Leute sagen, ja, die rosten ja und dann gammeln die irgendwann weg. Ja klar, gammeln die irgendwann weg, aber auf dem Weg, wo sie weggammeln, gefährden sie tatsächlich Pferde oder irgendwelche größeren Grasfresser. Weil ich jetzt gerade zwei Schleudern hier mit zwei unterschiedlichen Gummis liegen habe und zwei unterschiedlichen Pouches, vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz interessant, mal in Zeitlupe zu sehen, was mit dieser Pouch und dem Gummi allgemein passiert, wenn der rausgeht, die Kugel abfeuert und wieder zurückschlägt. Und wenn es euch nicht interessiert, schaut es euch halt nicht an, aber ich fand das ganz spannend und ihr seht auch sofort, was die kleine Pouch ist und was die große Pouch ist. Ja, das waren die zwei Sachen, die ich euch vorstellen wollte. Cooler Gummi und vor allem super Munition, die ihr nicht einsammeln müsst. Für mich eigentlich nur Vorteile. Es gibt keinen Nachteil bei einer Tonmunition. Sehe ich so. Okay. Ja, ich hoffe, ich konnte euch auch mal wieder ein bisschen weiterhelfen. Jetzt machen wir noch ein paar coole Schüsse. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Kauft keinen Klump, dann müsst ihr es weniger wegschmeißen. Für Zeug. Halt jetzt auch ein Gummi, mit dem ich mich wieder ziemlich sicher fühle. Und wenn man jetzt halt große Pouches mag, dann ist es gar nicht schlecht.